Debat zur Lage von der Nation als natürlich eine immense Gelegenheit für einen Blick zu werfen an die Vergangenheit von der Nation und auch an die Zukunft von der Nation. Da das heute gestern ein bisschen zu kurz kommt bei mir Premierminister, wo der Rava ein ziemlich bürokratisch Ried gehalten ist, wo Visionen für die Zukunft in unserem Land doch langfristig, wie stellen wir als Lützeburg 4 an 10, 20, 30 Jahren, wo die aber gefehlt haben. Ich stelle noch fest, dass das vielleicht gefragt und der Mann mit dem Hummer, den das gestern nicht kommt. Ich gebe sogar so, und war vielleicht nicht ganz, mit war echt der Mann mit der Strenz, die kommt. Und dafür verwundere ich mich auch von Haut, ein paar die Journalisten und auch Ferienerinnen, Leute so, wir eine konservativ-liberale Politik nur für Brot gehen. Wo ist dann das konservativ Teil an dieser Ried gewirrscht vom Herrn Frieden? Ich gebe so, war enttäuschend wenig konservativ. Aber liberal sind ich auch nicht ganz verstanden, weil muss ich aber so ehrlicherweise, dass ganz viele Sozialpunkte an dieser Ried zur Lage von der Nation waren, dafür so nicht mal konservativ-liberal als Bezeichnung für das Ried als sicher falsch. Was ich auch sagen kann, dass ein Party Sujeten vergessen sind. Denn der Premierminister hat doch gesagt, es gibt sich nicht über alle Themen äußern, die ausstehen. Das kann ich so machen. Ich meine aber, dass ein paar die Sachen, die wirklich wichtig sind, auch für die Leute draußen und für uns Nationen, um die es geht, verpasst sind. Ich denke daran, für mehr weit anzugehen am Thema Sicherheit, Bekämpfung von Kriminalität. Ich denke daran, und das ist selbst ganz wichtig, dass in einem Land, wo man da war, 50% bei Lausitern nur viel Frontalien haben, aber bei Juncker war das aber immer ein wichtiges Thema früher an denen Debatten. Migration, Integration, Spruch, aber wenn wir über die Nation schwätzen, auch Identität. Dann das Thema von den Familien, wenig geschwärzt gehen, Schule, überhaupt nicht. An die große Frage, die sich natürlich bei all dem stellt, bei dem, was angekündigt ist, wie kann ich das bezahlen? Wenn ihr auf der einen Seite seht, wir setzen Steuern rauf, kommt man so ran. Auf der anderen Seite, wir setzen Sozialhilfe rauf, da geht ihr so hinaus. Ja, dann irgendwo, wenn wir schon davon ausgehen, dass wir die nächsten Jahre 1 Milliarde Euro sowieso Defizit machen, wie soll man dann da finanziell rauskommen? Schlussendlich ist es so, dass ihr seht, wie in der Bibel als Konservativen, an den Taten werdet ihr sie erkennen, und hier gebe ich so, an den Ergebnissen werdet ihr sie erkennen. Und die geht am Endeffekt gemäß und dem, was wir auf 4 Jahre werden hier am Land tun. Und das kann ihn müssen. Wir werden müssen nach 4 Jahren als die Kriminalität zurückgehen. Wir werden müssen nach 4 Jahren als die Verkehrssituation besser gehen. Wir werden müssen nach 4 Jahren als die Kaufkraft besser gehen. Wir werden müssen, sind die Energiepreise aufgegangen oder rup, wie die Situation an den Kliniken, wie haben sich als Schulden entwickelt, wie viel Natur ist noch weiter zerstört gehen, wie viel Lützeburg geht noch geschwärzt, ganz wichtig, und das kann ich mit Zürich herausfinden, wie steht es mit der Armut auf 4 Jahren, auch das kann ich herausfinden, und in dem Zusammenhang müssen auf 4 Jahren noch immer ganz viele Lützeburger und Junker aus Lützeburg an Deutschland plündern, für zu wohnen, ja oder nein. Auf diesen Parametern können wir auf 4 Jahren müssen, ob das, was die Lohe angekündigt hat, und auch seine Fristen gedrohen hat. Für ein bisschen mehr konkret anzugehen, obtriert, wir haben am Anfang hören über die Europawahlen, wir hören zum Beispiel, dass politisch mit die pro-europäischen Parteien ein gutes Resultat gemacht haben. Ja, das ist gut, dass wir noch bei der ADR, die auch pro-europäisch ist, sicherlich am internationalen Kontext zu einer politischen Mit kann zählen. Wir sagen also dafür auch merci, dass das begrüßt. Wir sind an dem Kontext ganz klar auch, von der immer falsch durchgestaltet wird, natürlich für Open Grenzen an Europa, und natürlich sind wir auch für den Euro, und natürlich sehen wir, dass die Europäische Union Lützeburg immens viel Vorteile gebracht hat, und wir sind natürlich auch da, auch mit einem Europadeputierten, Herrn Kartheiser, für zu sorgen, dass die Europäische Union weiter besser gut funktioniert.
Da gëtt festgestellt, dass den Notbestand hat Europa Skeptiker mich stark gesinn. Dat kann en so interpretieren muss en awer net. Et sinn am Fong, wann den Dansch das guckt, sind net unbedingt Europa Skeptiker mit sie Leiit, die mat der Politik, die zu Bresel gemerk gëtt net averstane sinn. Wall Leiit do sinn, déi de Green Deal net wëlle mat mache, weil ze den net gut fannnen es Ech degem Grund oder wall Leiit do sinn, Migrationspolitik vun der Europäischen net gut fannnen, dann ass dat hiet gut recht, da sinn ze dofir net mi schlecht Leiit, an der sinnet och dofir net unbedingt Europa Skeptiker. Mir hunn eng Zeit haut ass geschwaart ginn vu Krich. Dit gesot Herr Premierminister no moment vum Zweite Weltkrieg Hummer is dat nemmi so kënne firstellen. Ich will awer run erinnern, dass man an der Zeit or Jugoslawie Krich hatten, de Jore lang gedauert. Ich will auch run erinnern, dass man Krich an Armenien hatten op der Grenz direkt zu Europa. Wir riskieren aber um die weitere Band zu gehen an eng neue Phase von kahle Krieg ranzugeroden, mit all den Problematiken, die der Matze springt, eventuell weiter nach Krischer, die typisch Stellvertreterkriege, die wir hatten am kahle Krieg, das selbst in Zukunft immer mehr geht und viel besser, wir giften auf der ganzen Welt am Frieden zu summen schaffen, auch von dat schwierig ist, aber du musst in Heinz über sein, schiert sprangen. An dem Kontext gëtt er noch als Militärbudget erhéicht op 2% vom RNB. Du kann en dann der mat d'accord sinn oder net. Wichtig ass fir Reis, dats die Sue so weit wie méiglech och an als Lützeburg Wirtschaft investiert ginn, an dummer auch eis zu gut kommen, die aner Länder machen dadurch. Dann de Chantier vun den administrative Vereinfachungen. Dat ass natürlich Apps wat gut klingt, da wo Jupfried dann sech normalerweise freet. Frieden Java och op dat no och umsetzbar as Sache wie Silence wo Akkord. Natürlich finde ich dat gut, the ones and only. Natürlich finde ich dat gut, mit Leid eben am Detail an wie sind hautlo net ich weiß net wegen nee dat no auch an der Realität umsetzbar ist. Weil brauche ja gewisse Prozeduren, und muss zum Beispiel auch die Leitmöglichkeit geht für Anspruch gegen Deppes anzulehnen. Die will den Standardbaureglement affeieren für die Gemengen. Dat kann ich auch machen. Stell mir aber dort froh, ob es nicht ein Angriff ist an die sogenannte Gemengenautonomie. Und Gemengenautonomie ist für uns als ADR aus engem Grund immens wichtig. Gemengen, das ist für uns basisdemokratisch. Leute wählen an ihrer Gemeng relativ persönlich Leute, die hier Politik vertreten. Und dafür ist es ganz wichtig, dass die auch einen gewissen Mut haben, für zu dezidieren, was an ihrer Gemeng auch geschieht, für das an der Gemeng geschieht, was Leute, die an der Gemeng wohnen, auch gern hätten, und nicht das, was der Staat von Uwenhof eventuell ihnen oberzwingt, ohne dass das Interesse der Leute entspricht. Das ist Demokratie. Dit geschwert vom Remembrement ministeriell, das ein schenkt Wort. Und du musst ja wohl so, und dit ganz interessanten Term benutzt, dit gesagt, da gibt Möglichkeit, so einen Proprietär sein Terrain zu regeln, für das ein Projekt kann starten. Also zu regeln als ein fein Wort für am Endeffekt entegnen. Und da meine ich, muss ich auch ganz vorsichtig sein. Mehr Flexibilität beim Bauschutz, absolut gut. Natur auf Zeit hat man im Wahlprogramm. Ein ganz paar die Sachen kommen, wo, wie gesagt, wir als ADR auch können, da wir da auferstanden sind. Dann geht es ja darum, für mich schnell zu bauen und auch mehr zu bauen. Und da weiß ich noch nicht, ob der Titan alles zu dem wird feiern an der Theorie. Seht dat so aus, mich schnell bauen, ja, mit der Frieden auch, als dat dann wat op die ganz froh vun Logement, de mir hier am Land tun. Und ich meine, wir wissen alle gut, dass alles dat, was man lo an de letzte Main desideiert tun an der Chamber, vielleicht eng Drips op Wärme stehen, als mit de Kehrproblem, wird dummer dann net geleist gehen an. Von so, da wäre doch so, dass demnächst Logementspreise werden drastisch raufgehen und dummer da viel mehr Leute selbst können lesen, ganz einfach einmal wissen, dass das nicht geschehen wird. Wir mussten aber auch am Kopf haben, dass man das Problem von dem Ganzen, da das den immens hohen Bevölkerungswachstum, den wir an den letzten Jahrzehnten, besonders die letzten 10 Jahre hatten. Aber wenn wir hingehen,
an mir soen wir bauen nach mich schnell an nach méi, da riskiert dat jo nach mich stark gi mat alle negative Konsequenzen, weil ich net will so, dass man net solle bauen zum für die Leute, die hier am Land liewen und eng Wuning sichert. A wann der lo bei en Gemeng geht an dir so zu der Gemeng, da mat dir mal Prozedure mich schnell an der Baum aber Ilo film mich schnell a viel méi, da se die Gemeng wahrscheinlich ja mir als Infrastrukture kommen net han no Mi Kanal, mi kein Klären nach, mi kein Schuldofir, mi kein Maison Relédofir an so weiter an so fort an mir noch mittlerweile op ganz viele Plätze ke Personal méi fir an den Infrastrukturen zu schaffen, so dats het einfach as so en Filmi bauen mé an der Realität an enger Gemeng op enger Platz, wo der dat Welt machen vun de Strossen, die war 40 München net geschwert, as het awer ganz schwer. An ich menge noch net, dat Leiit unbedingt wëlle, dass hier Wirtschaften lo so schnell wussen. Und ich mengen auch, dass ich kritisieren, wie Haut gebaut wird. Und Herr Frieden hat nämlich gesagt, dass in einem geplanten urbanen Milieu kann in einer mehr hohe Lebensqualität erreichen. Das macht Sinn. Wir wissen aber alle gut, dass ganz viele Leute hier wohnen, die wohnen nicht am urbanen Raum, die wohnen echt an engem Haus an enger City oder bis wie weiter weg von der Stadt mit engem große Gart rundherum mit enger oder 2 Garagen. Und ich mengen dat als auch ein Zeichen von Lebensqualität, der mir so die Leute kein Fehl machen, dass sie bei in einem Appartement an enger Stadt von dem Quartier viel mehr eine Lebensqualität soll sein wie ein Haus wie früher eben da gebaut Ginas mit alle 4 Nodeler. Dann wird gesagt, dass der Privatsektor mehr soll mit angebaut gehen. Das ist natürlich auch für uns ein gut Sache, weil wir brauchen den, weil der Staat allein kann am Punkt der Sozialwohnungen und abordable Wohnungen nicht allein das erreichen. Herr Präsident, dann Armutsbekämpfung. Ich soll mal etwas sagen, was vielleicht ja, Patron nolauusren, sonst vielleicht nicht unbedingt nolauusren. Ich will mal einfach so ich fand, oder mir fanden als der, dass da war die Niedriglohn hier am Land. Mindestlohn, das sind einfach die Niedriglohn, die sind für hier am Land können zu leben, die sind zu niedrig. Das ist aber ein Konstat, den muss, alle Gute muss man den aber holen. Und für dann immer weiter soziale Mesuren anzuführen, für das der Staat dann denen Leute hilft, die niedrig Lohn haben, weiß ich nicht, ob es langfristig die richtige Antwort ist. Alle Länder, die ähnlich, sonst mal, Durchschnittslohn wie Lützburg, Dänemark, Schweiz, da fällt op, dass die niedrigen Löhne aber deutlich mehr hoch sind wie Lützburg. Ich will dazu bedenken. Herr Baum wollte ich eigentlich vorstellen. Herr Baum? Ah, du, Herr Baum. Es sind ganz erstaunt über den Revirement. Schließende Stadt richtig, dass der für eine strukturelle Erhöhung vom Mindestlohn sieht. Ja, wir sind für eine Erhöhung vom Mindestlohn, Herr Baum. Wir haben ein großes soziales Herz, ähnlich wie dir vielleicht nach mir. Ich will nicht doof schwätzen, wie mir auch. Ja. Gut, ein größtes Problem, und da so geschwärzt, und das ist auch gut, das ist Kannerarmut. Kannerarmut, wir hatten halt die letzten Jahre oft darüber geschwärzt. Kannerarmut ist in den letzten Jahren immer mehr an die Lut gegangen. Wir hatten verschiedene Regierungen, wir hatten eine ganze Partie Parteien, die waren unter Regierungsmacht, und trotzdem ist Kannerarmut ganz stark an die Lut gegangen. Das heißt, sie haben nicht fertig, die richtig Weichen zu stellen. Und ich meine, das ist doch ganz schwer, weil das ein strukturelles Problem und das ist ein Problem, auch von der Familie, die Haut immer mehr wert als Familien, die aus Nebrischen an die Matze springen, dass es keine Armut gibt. Und dafür so nicht immer, wir müssen gucken, für auch die Familien zu stärken, dass die Familien können so weit wie möglich zusammen bleiben. Es gibt geschwärzt von vielen Kinder, die mittlerweile Depressionen entwickeln. Alles das ist dramatisch, und wir brauchen eine Politik, die mehr zentriert ist, ob die Familien, ob die Kinder. Ich hoffe, dass wir das machen können. Ich habe schon einmal gesagt, ich weiß auch, dass es heute das nicht mehr so üblich ist. Wir haben ein Problem, dass wir hier am Land manchmal zu viel Schädungen haben, was dann noch zu viel Kinder mitbringt, die aufwachsen. Allein bei erzählenden einzelnen Älteren. Und ihr schreibt, die so die Jochai, alle 5 Kanzen Lützburg leben in einem Staat mit just engem älteren Teil, das ist der feiertexten Tor in Europa, und doppelt so hoch wie in Holland und in der Schweiz. Wie war das denn so? Zu Lützburg so hoch? Und was können wir dagegen machen? Nächster Punkt, Herr Präsident, die Damen und Herren, das Pensionssystem. Interessante Aussagen noch vom Herrn Premierminister.
Also System ist haut gesund, mir muss auch für die zukünftigen Generationen aufgesichert gehen. Für das das System aufgesichert ist, misst pro enger Person, die schafft, die an der Pension ist, pardon, eng Person, die an der Pension ist, da braucht 2,5 Personen, die kotisieren, die schaffen. Wir haben aktuell 500.000 Leute hier im Land, die schaffen, aber die gehen da länger an Pension zu summen. Wir werden aber erst von 300.000 Leuten an Pensionen. Wenn der Welt das Pensionssystem aufrechterhalten, dann braucht er aber 2,5 mal 300.000, gibt 750.000 Leute, die schaffen. Wenn der Renker da 500.000 Leute an der Pension hat, dann braucht er mal 2,5, 1,25 Millionen Leute im Land schaffen. Aber wenn der Enkeer, und das, wenn wir so weiterfahren, nicht so weit weg, da leben ein ganz paar die Leute nach Bannen, wenn der Enker dann 1 Million Leute hat, die an der Pension sind, dann braucht er 2,5 Millionen Leute, die kotisieren und schaffen, heute zu Lützeburg, für die zukünftige Generationen, wie es steht, mit diesem aktuellen System aufzusichern. Ich meine, dass wir uns alle getrennt sind, dass das kaum nicht funktioniert, dass mein Geheim am Land in einem Zeitraum von 50 Jahren, 60 Jahren 2 Millionen Leute, die hier schaffen, was das für einen Einfluss hat auf das Land, das können wir uns alle gut dann an unseren Alträumen überdrehen. Dafür meine ich auch, dass den Courage braucht, und das ist ja nicht so politisch interessant, wie das heute so, mit brauchen den politischen Courage, für das Thema umzugehen. Und wir haben noch am Wahlprogramm als ADR stehen, dass wir ein Pensionstisch brauchen und dass wir uns müssen überlegen, wie wir auch in Zukunft können. Also Pensionssystem so gestalten, dass alle Menschen aber eine anständige Pension kriegen, ohne an der Wurstumsfall zu sein und dem Schneeballeffekt für daraus rauszukommen. Das ist ganz schwer, ich weiß das. Ich weiß auch nicht, was dabei rauskommt, weil gemerkt mich fand immer gut, dass die Regierung will, mit den Akteuren schwätzen, für zu gucken, eine Lösung da zu finden. Das begrüßen wir ganz sicher. 5/6 für Südverein. Das ist natürlich der Idealfall, Herr Di Bartolomeo, aber ihr wisst auch, dass das heute nicht möglich ist und in Zukunft auch dabei. Zu sozialer Kohäsion so dann gehört als friedlich und sicher zu Summe leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und erlaubt man dann ein paar Sachen dazu zu sagen. Wir haben nämlich hier im Land eine Kriminalität, die so hält, wir haben auch eine Sicherheit und ein Sicherheitsgefühl, die aufholen. Es sind ein paar Zahlen heute im Stadtdeck noch, also in den letzten 20 Jahren 12 Straftaten gegen Personen 400% hochgegangen. Von 2351 Straftaten am Jahr 2000 auf rund 10.000 Straftaten gegen Personen haut. Und nach dem Stadtdeck nur 12 Gewaltakte gegen Personen aus 300% hochgegangen in 20 Jahren. Von 1269 Gewaltakten am Jahr 2000, ich meine, da war der Minister, wenn ich studieren, auf rund 4.000 haut. Das ist eine Verdreifachung an 20 Jahren. 12 Awohner ist aber just 50% gewusst, für die Mengen das als Exkus können zu benutzen. Also als 12 Awohner, da wusst du nicht der Grund von der Zunahme von der Kriminalität. Wir haben also da ein ganz, ganz großes Problem. Überfälle mit Gewalt sind auch extrem hochgegangen. Wir haben heute zu das sind 12 von 2023 aus dem Rapport, der rausgekommen ist, pro Tag 11 Abbrüche oder Abrissversuche. Pro Tag 10 Gewaltakte gegen eine Person, und pro Woche 11 Überfälle mit Gewalt. Das ist die Realität heute zu Lützeburg. Das heißt dann nicht so viel, weil es auch nicht von der Polizei so kommuniziert wird. Aber wir dürfen uns wünschen, dass das mehr gemacht wird, auch in einem Sinn von Transparenz, dass das schuld, wie das müsste gemacht werden. Und stellt euch ja was froh, wollen wir, dass als Polizei durchgreifen kann, braucht man nicht mehr streng Gesetze, dass man die Kriminalität einander in den Griff kriegen. Wie viel Kriminalität will man dann noch zulassen? Wir sind als Lützeburg, auch da habe ich schon gesagt, Statistiken, die für 2-3 Jahre mehr aktuell gehen, nicht vom Eurostat. Lützeburg ist einer der 5 Länder, die am meisten Überfälle haben auf den Kap, und einer der 5 Länder, die am meisten Abbrüche haben auf den Kap, am Vergleich zu allen europäischen Ländern.
das ist wirklich nicht ganz stark, das ist schwach. Wir müssen dafür für 3 Punkte nennen. Erstens, mehr transparent über Kriminalität berichten, mehr Statistiken machen. Das war übrigens auch manchmal mehr Glode für einem Jahr auch versprochen gehen. Wir müssen dadurch auch keine mehr präventiv schaffen. Wir brauchen mehr Polizei auf der Platz, das tut gesagt, das ist ein richtig Sache, die will doch mehr Polizisten anstellen. Auch das ist richtig. Wir brauchen einfach mehr Befugnisse für die Polizei, dass sie sich können durchsetzen können. Ein von den Punkten, die wir brauchen, ist der Platzverweis, der anständig funktioniert. Auch das hat gesagt, das fanden wir gut. Aber sonst hätte ihn das können viel mehr thematisieren, auch viel mehr weit nach Goa, weil wir brauchen definitiv auch als Lützeburg mehr strenge Gesetze, für das wir dann den Griff kreieren. Zu oft, und das kriegen wir von Polizisten gesagt, an die auch, sie wollen nicht fest, müssen ihrem Laufen lassen, wollen nicht fest, müssen ihrem Laufen lassen. Und das kann nicht so funktionieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kriminellen hier im Land mehr schlecht, wie an unseren Notbeständen, dass sie große Bau rund um unser Land machen. Lützeburg müsste heute viel mehr sicheres Land sein. Früher wäre das mal an den Schmengen, dass wir alle gut müssen darauf schaffen, dass Lützeburg ein mehr sicheres Land wird. Kaufkraftstärke, 4 Indextranchen, guck mal, Steuertabelle ugepasst, das war eine gute Sache. Lo soll dann den 1. Januar 2,5 Indextranchen dabei kommen, wo die Steuertabelle berechnet wird. Auch das fanden wir eine gute Sache. Die hat geschwärzt, auch dass es wichtig ist, eine Arbeit zu haben. Ich denke noch, dass wir aber trotzdem hier im Land rund 7% Arbeitslosigkeit haben, was für ein Land wie Lützeburg ziemlich viel ist. Und das ist nicht gut ist. Ich weiß aber nicht, ob man durch die Schafe von meinen Arbeitsplätzen das Problem lösen. Wir schaffen ja schon immens viele Arbeitsplätze. Das Problem ist, dass bei den 7% Arbeitslosigkeit haben wir eine ganze Partie Leute, die einfach ganz schwer an den Arbeitsmarkt zu integrieren sind. Notamment hat man gefragt, für kurz mit einer Coupé, sind da 1000 Leute, die kein eng von unseren Sprachen hier im Land auch nicht mehr annähernd beherrschen. Da geht es natürlich schwer für eine Arbeit zu finden für so Leute. Es geht dann noch nicht just darum, für zu sagen, wir wollen Arbeitsplätze schaffen. Es geht darum, für produktiv zu sein, auch für Arbeitsplätze an den Domänen zu schaffen, wo wir eine hohe Produktivität tun, und das für die qualitative Wachstum zu erreichen, und nicht die quantitative Wachstum, die uns immer mit Problemen konfrontiert, die man nicht lösen können. Wir haben die letzten Jahre 15.000 Arbeitsplätze pro Jahr geschafft, wir haben auch 6.000 Junker, die hier aus der Schule rauskommen. Und das produziert eben die quantitative Wachstum, immer dem wir leiden. Das ist mäßig geschehen an den Sektoren, wo wir produktiv sind. Ein von den Sektoren, wo wir produktiv sind, das ist Finanzplatz. Und Finanzplatz ist uns als ADR ganz wichtig. Das ist für Lützeburg Raison d'Etat. Und ich meine, wir müssen alles machen für den Finanzplatz zu unterstützen, wo wir heute in einer großen Konkurrenz stehen, mit Dublin, mit London, mit Paris und so weiter und so fort. Hier steht der Aufsätze von der Taxe d'Abonnement. Das ist, meine ich, in die richtige Richtung. Wir müssen den Finanzplatz hier unterstützen. Herr Präsident, liebe Kollegen, da komme ich nach zu dem Kapitel über den CO2 oder über Strom und Energie und das Ganze. Ein Teil, wo ich mich ein bisschen gefreut habe, ob wirklich so gemengt ist, wie noch H4 gedroht wird, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass in der Welt verschiedene Leute auch bei Bannen apaisieren, wie ihr so schön seht, kann mich aber irren, mich gehe ein bisschen mit darüber an. Der Strompreisdeckel soll teilweise erhalten gehen nach 2025. Das ist natürlich eine gute Sache für die Leute, die leiden unter den hohen Energiepreisen, aber die für niedrige Energiepreise. Es ist aber auch das Schmengen, und das wissen wir alle gut, die Energiepreise sind immens stark an die Lut gegangen durch den Krieg an der Ukraine. Und hauptsächlich auch durch, und das muss ich auch objektiv so, und dann lebt man nicht mit Russen zu dem, es wird ganz viel auch mit den Sanktionen zu tun. Das ist nicht. Es hat ganz viel mit Sanktionen zu tun. Und Sanktionen feiern das so, dass Europa an einem großen Teil verarmt, ohne dass wir es damit erreichen. Und ich gebe mir wirklich wünschen, und ich meine es nicht in den Schneiderei, dass wir den Krieg an der Ukraine, dass wir die beenden. Die hat gesagt, die geht dann in die Schweiz, ob die Konferenz, du hast mich in Russland nicht invitiert. Aber ich meine, wenn ich will Frieden erreichen, muss ich können mit Südfragen schwätzen. Oder das möchte ich nicht bis zum bitteren Ende. Aber wenn wir gegen Russland kämpfen bis zum bitteren Ende, dann geht es schief aus für ganz viele Leute. Dafür meine ich, dass just ein
eng Friedensinitiativ war für Stillstand, Frieden an dann nur Opholen für wirtschaftliche Relationen, für freundschaftliche Relationen, Rekonciliation hat auch geklappt im Zweiten Weltkrieg, Deutschland, Frankreich. Ich meine, das selbst muss möglich sein, mittelfristig. Der Strompreisdeckel als Scheinmeden. sind pur frohen hol der Sonne oder will das du no oder will das Ja, ich kann eng froh gesagt, ja. Doch geklappt mat Deutschland an Frankreich no Zweite Weltkrieg. Ja. War den Hitler dann run der Mulcht an Deutschland zum Zweite Weltkrieg? Nee, huet doch gepasst mat Japan an Amerika du war de Kaiser froh du war eng einer Regierung Land verwicht an der Japan geklappt, obwohl de Käser Familie haut nach run das also et klappt et kann in eng Rekonciliation kreen et kann e Friede kree wann net vëll dat se einfach mit kann en kree so dann ja Strompreisdeckel wie da mat engem Preisdeckel fir Masut engem Preisdeckel fir Gas wo die man do oder soll just nach de Strom an dem sinn subventioniert gin die huet da gesot Lützeburg huet 8% man nach Strom verbraucht wie an die Jore fir droen. Ich weiß nicht, wo die 8% hier kommen. Ich weiß nicht, ob dir das fest. Ich habe das Gefühl, dass die 8% Ausspuren ist, auch hier kommen, dass das Wirtschaft man gut rollt. Das heißt, das nicht unbedingt ein Positivzeichen, das kann ganz gut auch ein Negativzeichen sein, wenn ein Bemol Manner Strom an der Industrie oder Manner Gas verbraucht wird. Da geht es Elektroauto, ein Lieblingsthema von verschiedenen Leuten, für die meisten Leute wahrscheinlich nicht so wichtig. Und ihr sollt all Joas gin Elektroauto gekauft und das gut. Und ich freue mich, ob das wirklich so ist. Ich will so kein Mensch wie etwas gegen Elektroautoen, aber wenig Leute haben auch etwas für Elektroautoen. Wir haben aktuell kein 3% von den Privatautoen hier am Land, die rein elektrisch fahren, also 97% von den Privatautoen hun e Verbrennungsmotor. Gët immer gesot, dass CO2-Bilanz von engem Elektroauto match besser wie die von engem Diesel oder Benziner. Wir wissen aber haut auch, dass das nicht unbedingt der Fall ist, weil Tierstellung ja auch immens energieintensiv ist. Aber bis gewisse Kilometrage aus dem Diesel und dem Benziner sicherlich besser wie ein Elektroauto. Dafür soll man uns nicht so fokussieren, wenn ein Elektroauto die Rettung von der Menschheit wird. Und das Leid das auch nicht unbedingt völlig. Wir gehen noch, dass trotz Primen, die wir hatten, eben genauso wenig Elektroauto kauft. Das ist ja eine Realität. 3% von den Privatautos hier am Land sind rein Elektroautos. Das heißt, die Primen, die bringen auch nicht so das. Und dafür meine ich, Primen oder nicht Primen, das ist mal gar nicht der Punkt. Wenn ihr etwas zu sagen, über den Strom, das ist den heute. Lützeburg verbraucht rund 50 Terawattstunden Energie. Davon 6,5 Terawattstunden Strom Jahr. Davon in 6,5 Terawattstunden Strom gehen die meisten von Industrie, also professionelle Klienten gebraucht. Da bleiben nach ganzer 14% vom Gesamtstromverbrauch hier im Land für die Städte. Also die Städte verbrauchen nimmen 14% vom Strom. Von der Energie, zuletzt der Gesamtenergieverbrauchen steht 2% Strom. Das ist also immens wenig. Ist so ein Detail, weil ich etwas wirklich will so auch das nämlich, dass oft Leute ein bisschen wie so ein getäuscht gehen, was gesagt wird, wir bauen eine Wandanlage, die Strom produziert für 1500 oder für 2000 Leute oder steht. Der Strom, den steht verbrauchen, ist ganz wenig. Und der Strom, den wir sonst aber brauchen, alle Gute, wie zum Beispiel in der Chambre, den hast du nicht mit angezielt. Das heißt, für ehrlich zu sein, wir sind das alles mit anrechnen. Mit der Realität hat das also nicht so viel zu tun. Und da muss ich immer auch gucken, wenn wir von großen industriellen Wandanlagen schwätzen, die funktionieren ja just dann, da produzieren Strom, wann auch Wand ist. Es ist aber oft kein Strom an Deutschland, sind die 40% von der Zeit Windflauten, wo sie keinen Strom produzieren. Und die können 10.000 industrielle Wandanlagen haben, wenn keine Wand ist, dann ist die Produktion ganz genau null. Aber wenn sie null ist, dann braucht etwas Ernstes. Und das ist das größte Problem von der Wandkraft und auch von der Solarenergie, dass die Volatilität, dass sie zu einer gewissen Zeit kein Strom produziert und zu einer anderen Zeit Strom produziert. Und die kriegt es nicht kontrolliert. Und es gibt auch keine Möglichkeit,
für den Strom aktuell gibt es keine Möglichkeit für den an so einer großer Envergure zu stockieren, wie wir das müssten haben. Dann soll den Ladorelich so wieviel Prozent vom Gesamtstromverbrauch an Energieverbrauch eng Wandanlage bringt. Eng Wandanlage bringt 0,01%, also die modernen, die Molobrich 0,01% von unserem Energieverbrauch, die bricht also 10.000 für Lützeburg mit Energie zu versorgen, was unmöglich ist, aber wie gesagt, wann das funktioniert nicht. Solarenergie aus selbst Photovoltaik mischt 0,5% von unserem Gesamtenergieverbrauch aus, also quasi auch nicht. Das ist die Realität. Ich meine, kann in so, wir bauen ein Ballhaus, ein Photovoltaikanlage, es sind auch dafür, das ist ein gute Sache. Kann ich auch so, wir bauen Wandanlagen überall in der Landschaft, da muss ich aber so, da sind ich meistens nicht dafür, weil es nicht schön ist. Aber auch wenn ich nicht möchte, es rettet in Dummer da nicht. Es mischt immer nimmen einen minimale Beitrag aus von unserer Stromproduktion, von dem Strom, den wir hier brauchen. Und das ehrlich dazu so. Und wenn wir noch weiter so fahren, wenn wir mehr Elektroauto sollten haben, was ja dann okay wäre, aber wenn wir Google auf Biese könnt, die Menschen Strom verbrauchen, dann brauchen wir noch mehr Strom. Und die kann nicht kommen allein. Oder nicht zu einem anständigen Teil von Solaranlagen, von Wandkraftanlagen. Das müssen wir wissen, noch am Europäischen Verband hat das Problem, dass sie Leute, die so, ja, wir waren zu Lützeburg keine Wand, das ist ja in Deutschland Wand, oft das ist oft falsch, weil die immer eine Gesamtwetterlage in Europa an die könnte Strom auch nicht über unmussig große Distanzen transportieren. Das geht auch nicht. Wir sind also angewiesen auf klassische Kraftwerke, das ist die Realität. Der Rest ist ideologisch. Das Problem mit der Versorgung vom Strom, wenn man so weiter mal wie die mengt, den ist reell. Und die kleinen verdeelten Anlagen für erneuerbare Energie ist schon gut, aber sie können nie dieselbe Versorgungssicherheit bieten wie große Kraftwerke. Da steht hier dran, 2,5 Milliarden geht daraus für die Umsetzung vom nationalen Energie- und Klimaplan. Den nationalen Energie- und Klimaplan ist faktisch nicht zu erreichen und bringt am Endeffekt extrem wenig an das immens teuer. Aber wenn da wirklich eine CO2-neutrale Energieversorgung in Europa haben, dann ist das einzig funktioniert, der Frieden, das, was der so halb proposiert hat für uns 2-3 Monate, das ist in Europa die Atomkraft. Und ich meine, das wissen noch die meisten Leute auch von nicht so, das ist leider so. Ich komme nun zum Schluss, Herr Präsident. Das sind den Herr Frieden hat geschrieben oder gesagt, das sind ein paar Hauptziele für die nächsten 12 Monate. Ja, ich habe also ignoriert von Hauptzielen gespart für die nächsten 12 Monate. Das ist aber echt, das ist eine Regierungserklärung am anderen Etat de la Nation, wo ich mir mehr gewünscht habe, eben auch mehr langfristig denken. Frieden und Freiheit geht in Europa, ist alles richtig. Mehr Wohnungen sollen wir bauen als Ziel. Ja, mit Ziel soll auch sein, dass wir Männer Lützeburger und Junker aus dem Land tun, die müssen über die Grenze plündern. Das muss aber auch Ziel sein. Eine Sozialpolitik mit Armutsbekämpfung, ja, wir hoffen, dass das funktioniert. Und da, wie gesagt, vom Rava, so ein das Ziel können wir nicht erreichen, eine CO2-neutrale Zukunft, weil eine CO2-neutrale Zukunft funktioniert. Aktuell, faktisch, wissenschaftlich gesehen, wie gesagt, just mit Atomstrom, das ist einfach so. Dann hat gesagt, dass dass ein Lagebericht am Anfang von einer Amtszeit von dieser Regierung einen Ausblick auf pur wichtige Elemente von den nächsten Monaten, also auf pur wichtige Elemente von den nächsten Monaten, während er am Anfang von der Ried gesagt hat, es wäre Fokus vom Detail wäsch ob das ganz. Also ein kleiner Widerspruch beim Anfang steht, ob das ganz, und zum Schluss kommen darauf ein paar Elemente, was dann auch echter Detailer sind. Dafür meine ich allgemein, dass für ein Etat der Nation das heute vielleicht ein bisschen dürftig war, und dass du mehr dran gewirkt wird für die Zukunft in unserem Land, für Lützeburg, und das hätte mir als ADR sicherlich gewünscht. So nicht merci. Ja.